Heute feiern wir Pfingsten und das ist ja ein gewaltiges Fest. Und wie Lukas am Ende seines Evangeliums das so wunderschön ausdrückt, hey, wartet darauf, bis die Kraft des Himmels euch bekleidet. Diese Kraft, die dann am Pfingsten sichtbar wurde, der Heilige Geist kam vom Himmel und erfüllte die Jünger, die Nachfolger von Jesus Christus. Und das Schöne ist, auch wir folgen Jesus nach und diese Kraft aus dem Himmel, dieser Heilige Geist, ist auch uns verheißen, ist eine Realität, in der wir leben dürfen. Das ist eine spektakuläre Kraft, in der wir leben dürfen, aus der wir heraus unser Leben gestalten dürfen. Und darum freue ich mich so fest, dass heute Pfingsten ist und wir uns hoffentlich ein bisschen mehr bewusst werden, was das genau bedeutet für unser persönliches Leben. Zu Beginn dieses Jahres hatte ich eine Predigt über die Totenauferweckung von Lazarus. Kennt jemand diese Geschichte? Was für eine Geschichte! Jesus kommt zu spät, Jesus weint, die Leute zweifeln, Jesus tut Unglaubliches und dieser Lazarus lebt. Wir haben uns überlegt nach dieser Message, wo sind die Grenzen unseres Glaubens? Gibt es überhaupt Grenzen oder nicht? Wo ist die Grenze meines Glaubens? Hört die beim Tod auf? Oder geht meine Hoffnung darüber hinaus? Wo sind die Grenzen? 4 Tage später bekam ich einen Telefonanruf. Und ich erfuhr, dass ein 56-jähriger Mann aus unserer Kirche, ein gesunder Mann, der sich letztes Jahr noch sein Traummotorrad gekauft hatte, einen Herzinfarkt erlitten hatte. 1,5 Stunden wiederbelebt werden musste und sein Leben jetzt am seidenen Faden hängt. Die Ärzte sagten 1% Überlebenschance. 1%. Und wenn dieses 1% eintrifft, dann als Pflegefall. Er wird nicht mehr fähig sein, sein Leben selbstständig zu meistern. Plötzlich waren wir als Kirche konfrontiert mit der erlebten Realität und den Geschichten und Wahrheiten der Bibel. Wir trafen uns als Kirche, ein Teil davon, und beteten um Wunder, um Heilung. Und immer wieder sprachen wir über diese Geschichte von Lazarus. Da hat es ja Jesus getan. Er soll es doch wieder tun. Und ich merkte, wie in meinem Herzen Zweifel breit wurde. Vertraue ich der Kraft Gottes? Weiß ich wirklich, dass der Heilige Geist fähig ist, Wunder zu tun? Ich war mir nicht so sicher. Vertraue dem Heiligen Geist. Das klingt so einfach, aber im Leben wird es manchmal richtig schwierig. Könnte es sein, dass du und ich vieles von dem, was wir meinen, unter Kontrolle zu haben, es gar nicht unter Kontrolle haben? Könnte es sein, dass wir lernen müssen, loszulassen, Kontrolle abzugeben, Vertrauen zu lernen, sagen, ja, Heiliger Geist, du kannst das, ich nicht. Im Römer 8,14 lesen wir, denn die vom Geist Gottes getrieben werden, das sind Söhne und Töchter Gottes. In einer anderen Übersetzung heißt es, dem Geist Gottes erlauben, uns zu führen. Jetzt können wir diesen Vers nehmen und er löst vielleicht Druck aus. Wenn wir uns leiten lassen, dann sind wir Kinder Gottes. Oder wir denken das mal umgekehrt. Es ist eine beschreibende Aussage über uns als Kinder Gottes. Es ist ja logisch, wenn du eine Tochter oder ein Sohn Gottes bist, dass der Heilige Geist dich leitet. Immer und überall. Es ist eine Tatsache. Es hat mit deiner und mit meiner Identität zu tun, dass der Heilige Geist in mir lebt
und wirkt. Dass der Heilige Geist in mir diese treibende Kraft ist, die mein Leben bestimmen darf und bestimmt. Dass er wirkt, dass er Dinge tut, die ich nicht auf dem Radar habe. Wir Schweizer haben gerne die Kontrolle. Wir Schweizer übernehmen vielleicht gerne auch Verantwortung. Und das ist auch gut, Gott gibt uns Verantwortung. Er stellt uns in ein Umfeld, in unserer Familie, an der Arbeitsstelle, in der Kirche, wo auch immer wir sind. Gott sagt, übernimm Verantwortung. Aber die Kontrolle, was aus deiner Verantwortung geschehen wird, die darfst du abgeben. Vertrau mir einfach. Und das ist der mühsame Teil mit dem Heiligen Geist. Weil es nicht immer genau so tut, wie du das erwartest oder in diesem Zeitplan. Dass Gott spricht und handelt. Mühsam ist es in Beziehungen, wenn du schon lange beim Gegenüber etwas siehst, was die Person ändern sollte. Und der Punkt ist, vielleicht hast du sogar recht, wenn du nicht einfach ein egoistisches Arsch bist, aber wenn du etwas siehst und sagst, meine Frau, da gibt es gewisse Dinge, die solltest du ändern. Vertraue ich dann dem Heiligen Geist, dass er mit ihr genauso dran ist wie mit mir? Vertraut sie dem Heiligen Geist, dass der Heilige Geist auch mit mir ans Ziel kommt? Der Heilige Geist ist nie jemand, der Partei ergreift, auch in einem Konflikt nicht zwischen Christen zum Beispiel, in der Kirche. Oftmals denke ich so, da habe ich irgendeinen Konflikt, ein Gespräch und sage, Heiliger Geist, führe du dieses Gespräch, hilf mir, die richtigen Worte zu finden. Was ich eigentlich meine, hilf mir als Sieger aus diesem Konflikt herauszugehen. Aber ich verpasse die Wahrheit, dass der Heilige Geist sagt, nein, so funktioniert das nicht. Ich lebe auch in der anderen Person. Und ich bin an der Einheit interessiert von euch als Kirche. Er will das Beste für seine Kinder, er will das Beste für seinen Leib. Es geht nicht um Gewinnen und Verlieren, sondern um diese Einheit und um dieses Vertrauen. Ja, der Heilige Geist kommt zum Ziel. Vertrauen wir auf den Heiligen Geist. Vertrauen wir darauf, dass diese Kraft real ist, wahr ist für unser Leben und zwar für jeden von uns. Oftmals ist es so, dass der Heilige Geist im Stillen wirkt. Vielleicht unspektakulär, nicht sichtbar, unbemerkt. Oftmals besteht das normale Leben normalerweise aus ziemlich viel Normalem. Es ist nicht immer so, dass wir die großen Dinge sehen. Das, was wir erwarten, wenn von Zeichen und Wundern in der Bibel die Rede ist. Wir stehen am Morgen auf und gehen am Abend wieder zu Bett. Wir gehen zur Arbeit, kommen nach Hause und feiern den Feierabend. Die Kinder gehen zur Schule und kommen wieder zurück. Wir kochen und wir essen. Wir arbeiten, wir produzieren, wir träumen, wir genießen, all diese Dinge. Das normale Leben eben. Was macht der Heilige Geist eigentlich die ganze Zeit? Aha, wir sind getrieben vom Geist Gottes überall. Der wirkt schon. Wir lesen manchmal die Bibel und ja, mir geht's genauso und sehen nur die krassen Dinge, die Gott getan hatte. Wie der Heilige Geist wirkte. Ein Wunder, dann das nächste Wunder. Hast du dir mal überlegt, dass von den meisten Leuten, die da irgendwie betroffen waren, gar nichts steht? Ist dir aufgefallen, dass zum Beispiel Matthias, der Nachfolger von Judas war, als Apostel gar nichts mehr steht, dann auch in der Bibel? Ziemlich unspektakulär. Keine Ahnung, was der getan hatte noch. Normales Leben. Zeichen und Wunder, aber eben auch normales Leben. Der Paulus schreibt immer wieder davon, wie ein Leben als Kinder des Lichts aussieht. Und das ist sehr praktisch, sehr einfach. Bemüht euch um ein ruhiges Leben, kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten. Seid freundlich zueinander. All diese Dinge, wo wir sagen, ja, verstehe ich schon, die Frage ist, leben wir das? Bewirkt der Heilige Geist das in uns? Was macht denn der Heilige Geist in uns, durch uns, mit uns? Zu was befähigt er uns? Er befähigt uns zu einem neuen Leben. Römer 7, Vers 6 illustriert das. Der Heilige Geist befähigt uns, zu einer neuen Art sein Leben zu gestalten.
Doch jetzt sind wir vom Gesetz frei gemacht. Also, wir sind frei. Frei gemacht, hä? Wieso? Habt ihr nie unter dem Gesetz gelebt? Wir sind sozusagen gestorben für das, was uns gefangen hielt. Also wir sind frei und nicht mehr gefangen. Wir sind gestorben und auferweckt zu einem neuen Leben. Eine neue Lebensrealität und können so jetzt Gott dienen. In der neuen Lebenswirklichkeit. Eine neue Lebenswirklichkeit, die für uns bestimmt ist. So wie wir leben sollten und eben durch die Kraft des Geistes auch können. Die der Gottgeist schenkt. Also es ist ein Geschenk Gottes, dass er sagt, hey, ich gebe euch in meiner Kraft eine neue Lebensrealität. Ja, vielleicht unspektakulär in gewissen Dingen, aber unglaublich kraftvoll. Nicht in der alten Art und Weise, wie beim Gesetz. Paulus spricht im Kapitel 7 im Römerbrief davon, was das Gesetz tut. Es spricht über die Unfähigkeit des Menschen. Wir sind nicht fähig, von uns heraus richtig zu handeln, diese normalen und spektakulären Dinge selbst zu tun. Das Gesetz war dazu da, den Weinfleck auf deinem Hemd zu sehen, die Hundescheiße an deinen Füßen oder den Popel an deiner Nase. Das ist das, was das Gesetz dir gezeigt hat. Da weißt du, was das Problem ist. Das Gesetz konnte diesen Flecken, die Hundescheiße und deinen Popel nicht entfernen. Römer 7 sagt uns, du bist angewiesen auf Hilfe von außen. Und jetzt bekommst du eine neue Natur, eine neue Schöpfung. Und in dieser neuen Natur bist du von dir aus immer noch nicht fähig, so zu leben, wie Gott es gefällt. Aber diese neue Natur ist fähig, im Gehorsam vom Heiligen Geist zu leben. Unter dieser Führung zu sein, mit Gott unterwegs zu sein und zu leben. Dazu befähigt uns der Heilige Geist. Er tut es in uns. Er befähigt uns, gemäß unserer neuen Identität zu leben. Und wenn du die Bibel jetzt aufschlägst und dieses Kapitel 7, vor allem 7, ist ja auch recht kompliziert. Paulus spricht von Dingen, die er gerne tun würde und es nicht kann, und das, was er gerne nicht tun würde, tut er trotzdem, und irgendwie so ein Durcheinander. Und es zeigt uns eigentlich auf, wir sind nicht fähig, wir können es nicht, und jetzt kommt etwas Neues. Er sagt, deine Möglichkeiten sind begrenzt. Du bist unfähig, aber jetzt möchte ich dir etwas zeigen, und das sind die Möglichkeiten Gottes und die Befähigung durch den Geist Gottes. Und das ist Römer 8. Der Römer 8 ist voll vom Heiligen Geist, das hat so viel zu tun mit diesem Geist Gottes. Der kommt 19 Mal vor im Kapitel 8. Also wie das Leben von uns Kindern Gottes aussehen kann und soll, hat viel mit dem Geist Gottes zu tun. Sagt ja, dann bist du ein Kind Gottes, dann bist du geleitet. Dann ist sogar deine Zukunft geklärt, all diese Dinge. Es hat mit dem Geist Gottes zu tun. Und ich habe den Eindruck, dass wir manchmal den Heiligen Geist irgendwo verorten, manchmal irgendwo theologisch positionieren, wo er ist und sein sollte. Und vielleicht die Dinge ihm zuschreiben, die groß aussehen. Und ja, alles, was groß ist, was Gott tut, tut er durch seinen Geist. Das ist das Handeln Gottes. Und manchmal verpassen wir all diese Dinge in unserem Leben, die unspektakulär erscheinen, aber eigentlich genauso krass sind wie die großen Dinge. Dass er handelt. Ich habe dir einen Clip mitgebracht, wie das sich manchmal anfühlt in unserem Leben. Dass wir unterwegs sind und es sieht aus, als würden wir stehen bleiben. Wie auf dem Jetski bleibst du stehen, denkst, was geht hier eigentlich? Und manchmal musst du einen Blick zurückdrehen, um zu merken, dass du eigentlich kraftvoll und schnell unterwegs bist. Manchmal haben wir das Gefühl, es bleibt stehen. Mein Charakter immer noch derselbe wie damals, die Frucht des Geistes immer noch mickrig und klein. Mal einen Blick zurück zu wagen und zu sehen, da sehe ich überall die Spuren des Heiligen Geistes. Er hat schon immer gehandelt. Und darauf vertraue ich.
Ich schenke diesem Heiligen Geist Glauben, dass er wirkt, selbst wenn es nicht so aussieht. Und ich möchte nie vergessen, dass jeder Atemzug, jedes Aufstehen am Morgen, jede gute Begegnung, all diese Dinge, die kleinen und großen Dinge in unserem Leben gewirkt sind vom Heiligen Geist. Es ist seine Kraft, die wirkt in uns. Und ich freue mich, dass wir sogar das langweilige, routinierte, normale Leben auch mit dem Heiligen Geist leben dürfen. Und das mit Freude und der richtigen Art von Stolz tun dürfen. Und nicht verpassen, da ist der Heilige Geist. Hast du dir das schon mal überlegt? Der Schöpfer des Universums, der Himmel und Erde geschaffen hat, alles. Diese Präsenz wohnt in dir. Wir nicken das schnell ab, aber begreifen nicht ganz. Stell dir vor, Grand Canyon, ehrfürchtig stehst du da. Das ist Pipifax gegen den, der in deinem Herzen wohnt. Wir stehen irgendwo in den Bergen und staunen über die Allmacht Gottes, um dann manchmal zu vergessen, dass der das geschaffen hat, in uns wohnt. Und ich bin überzeugt, wir können die Gegenwart des Heiligen Geistes und seine Kraft niemals überschätzen. Aber wir können sie massiv unterschätzen und es für zu selbstverständlich nehmen. Und ich wünsche mir, dass wir, wenn wir heute hier sind und Pfingsten miteinander feiern, dass wir das für unser Leben neu entdecken dürfen. Dass wir immer wieder neu, ich glaube, bis auf unserem Sterbebett, dürfen wir Lernende bleiben und solche Wahrheiten immer mehr verinnerlichen. Zu wissen, der Heilige Geist, die Realität Gottes, die Kraft des Allmächtigen wohnt in uns. Was ist das für eine Kraft? Wie wirkt diese Kraft? Römer 8,11 gibt uns einen Einblick, was diese Macht tut und zu was sie fähig ist. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Und so wie er Christus von den Toten auferweckte, wird er auch euren sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. Zusammengefasst, die Auferstehungskraft Gottes wohnt in uns. Spektakulär. Wer wäre gern dabei gewesen, wie Jesus aus dem Grab gekommen ist? Wer wäre da gern dabei gewesen, das richtig zu sehen, zu erleben? Schon noch gut, oder? Das ist eine gute Geschichte, um zu Hause zu erzählen. Aber wir haben auch eine Geschichte zu erzählen. Derselbe Geist wohnt in uns. Hast du dir mal überlegt, was das heißt? Nicht normaler Alltag, das auch. Aber es heißt auch, dass du und ich in der Kraft des Heiligen Geistes leben dürfen. In der spektakulären, offensichtlichen Kraft. Das heißt zum Beispiel, Gott hat eine Lösung für meinen Geist, aber genauso für meinen Körper. Wir sind ein komplexes Wesen, wie Gott uns geschaffen hat. Er sagt, deine Zukunft ist geklärt. Der Heilige Geist ist ein Pfand, eine Anzahlung dafür, dass deine Zukunft gesichert ist. Dass du wissen kannst, wo du hingehst. Dass du weißt, du musst dir keine Sorgen mehr machen. Das wahre Leben kommt erst. All das, weil der Heilige Geist in uns lebt. Unser Körper wird auferweckt. Wie das genau aussieht, keine Ahnung. Wer hat gewisse Fantasien über den Himmel? Wer stellt sich den Himmel ganz praktisch vor? Spürge nicht so. Manchmal. Zögerlich. Ich stelle mir das super schön vor. Aber es wird sowieso noch viel besser. Der Heilige Geist sagt mir, hey, du wirst nicht vergehen, sondern du wirst ewig Bestand haben. Das wahre Leben beginnt jetzt und wird niemals enden. In der Geschichte in unserer Kirche war ich konfrontiert mit meinem Glauben. Kann der Geist Gottes Wunder tun? Will der Geist Wunder tun? Was glaube ich? Wo sind die Grenzen meines Glaubens? Was traue ich dem Heiligen Geist zu und was vielleicht nicht? Ich mag mich erinnern, dass ich zu einem Zeitpunkt im Kinderzimmer stand mit 2 von unseren 3 Kindern und da stand und in meinem Herzen Zweifel hatte. Und meine Kinder schauten mich an und sagten,
Papa, wir glauben, dass Gott gerade im Begriff ist, ein Wunder zu tun. Als guter Vater habe ich natürlich genickt. Glaube ich auch. Und ich musste mir das sagen. Weil es geht manchmal auch darum, sein Herz zu leiten. Aber innerlich war ich konfrontiert mit meinem Unglauben. Und ich sagte, wenn meine Kinder, meine Tochter das glaubt, dann glaube ich das jetzt auch. Als dieser Mann ins Spital kam, wollten die Ärzte seinen Todeszeitpunkt feststellen. Weißt du, was das heißt? 1,5 Stunden Wiederbelebung heißt, dein Hirn ist futsch. Die Chancen zu überleben sind gleich 0. Normalerweise hört man nach 40, 45 Minuten auf mit Wiederbeleben, weil es keinen Sinn mehr hat. Also, wann ist er gestorben? Wir müssen das jetzt festlegen. Und in diesen Momenten flackerte das Herz wieder auf. Man merkte, da ist etwas. Der kämpft noch. Da ist was möglich. Es folgte eine Notoperation, 2,5 Stunden, die mehr oder weniger gut verlief. Die Ärzte sagten, jetzt gibt es aber noch ganz viele Dinge, die noch schiefgehen können. Infektionen, Bakterien, Pilze, Nierenversagen, Leberversagen, Hämatome, all diese Dinge, Fieber, die ganze Bandbreite, all das wären Gründe, um diesen Mann zu töten. Die Chance, dass er überlebt, ja, er lebt gerade noch oder scheint so halbpatzig zu leben. Die Chance, dass er das richtig überlebt, unmöglich. Und weißt du was? Dieser Mann hatte alle diese Dinge gehabt. Nierenversagen, Leberversagen, Hämatom beim Hirn, Fieber, Bakterien, Pilze, die mussten alle Schläuche wechseln, all diese Dinge. Er hatte 32 Liter Wasser in sich drin. Sah aus wie ein Ballon. Und hat trotzdem überlebt. Lebt immer noch und ist heute hier. Kilian, komm zu mir. Das ist Kilian. Das ist krass, ja. Wahnsinn. Weißt du, was das Krasse ist? Nach 2 Monaten war er wieder bei uns in der Kirche. Nach 3 Monaten haben wir konnte er ein Zeugnis geben bei uns in der Kirche. Ich war bei dir zu Hause und ich habe gesagt, man merkt es ihm nicht einmal an, dass er irgendetwas gehabt hätte. Er lebt. Gegen alle Prognosen. Die Ärzte haben gesagt, das ist ein Wunder. Wir können uns das nicht erklären, wir sind sprachlos. So etwas ist nicht möglich, ist es auch nicht. Genau. Deine Familie war mit dir. Sie haben dich abgeholt nach Hause. Das waren seine ersten Schritte. Du musstest wieder lernen zu laufen. All diese Dinge, wieder essen, laufen, sprechen. Das ist der neuropsychologische Bericht. Viele Zahlen, viele Kategorien. Da wird das Gehirn getestet. In verschiedenen Kategorien und eingeteilt in 5 mögliche Punkte, 1 bis 5. 1 bis 2 ist besorgniserregend, 3 ist so durchschnittlich, muss man noch anschauen. 4 und 5 waren die einzigen Kreuze auf seinem Bericht. 4 und 5. Überdurchschnittlich und sehr gut, also nicht beachtenswert. Was hat Gott für ein Wunder gemacht? Sie haben gesagt, das Hirn funktioniert besser als teilweise bei gesunden Menschen. Das ist so krass. Wenn es Gott macht, macht es richtig. Sag's nochmal. Wenn es Gott macht, macht er es richtig. Wenn Gott es macht, macht er es richtig. Und weißt du, für mich, ich habe Kilian gesagt, Kilian, ich möchte mich nie an dein Erscheinen gewöhnen. Ja, ich zähle ihn zu meinen Freunden, aber jedes Mal, wenn ich dich sehe, möchte ich mich daran erinnern, wie gut Gott ist. Zu was dieser Gott fähig ist, was er alles tun kann. Und ja, ich weiß, es gibt auch Geschichten, die gehen anders aus.
Und ich bin überzeugt davon, dass wir nicht von den Wundern an sich abhängig sind, sondern von Gott allein. Wenn wir Jesus haben, haben wir alles, was wir brauchen, im Tod oder Leben. Aber diese Geschichte zeigt mir, dass ich für meinen Teil immer mit den Möglichkeiten Gottes rechnen möchte. Dass ich weiß, diese Möglichkeiten entziehen sich meiner Fähigkeit, unserer Fähigkeit, aber Gott kann solche Dinge tun. Und darum dürfen wir ihn darum bitten. Darum dürfen wir daran glauben, dass Gott auch heute noch handeln kann, dass er handeln möchte. Dass Jesus diesen Tod überwunden hat, gesagt hat, das Leben ist stärker wie der Tod. Dieser Geist Gottes, den der Jesus von den Toten auferweckt hat, wohnt in uns, hat in Kilian gewohnt und wohnt er immer noch. Und ja, ich weiß, deine Geschichte ist wie von Lazarus, irgendwann wirst du trotzdem sterben. Definitiv. Und ich auch. Genau. Aber irgendwann dann auch nicht mehr. Das ist es, ja. Und ich hoffe, wir alle sind da. Und feiern das Leben im Heiligen Geist. Diese Rettung, diese Zukunft, diese Hoffnung, die nie enden wird. Ich möchte dich einladen, aufzustehen. Wer von euch möchte mehr vom Heiligen Geist? Wer von euch wünscht sich, dem Heiligen Geist noch mehr zu vertrauen zu können? Wer möchte den Heiligen Geist erleben in seinem normalen Daily Business? Nicht so schnetterfräßig sein und nur die Wunder erwarten, sondern auch, Heiliger Geist, auch im Kleinen bist du. Und ich bin dankbar dafür. Ich sehe dein Wirken. Wo brauchst du ein Wunder heute Morgen? Wo brauchst du ein Wunder in deinem Leben? Vielleicht ein spektakuläres Eingreifen von Gott in deinem Leben. Vielleicht unscheinbar, ein kleiner Schritt. Wo wünschst du dir, dass der Heilige Geist kommt, Raum einnimmt und wirkt? Kleine und große Wunder erwarten. Ein kleines Beispiel. Gestern habe ich mich genervt. Ich machte den Abwasch. Nicht wegen dem habe ich mich genervt, sondern das auch, aber... Hast müssen. Müssen. Ja, ist immer, du musst jemand schaut für die Kinder und jemand macht die Küche und so. Habe mich genervt. Da hat der Heilige Geist mir gesagt, warum trägst du die Last immer selbst? Ich kenne doch die Bibelverse, Matthäus 11, 28, komm her zu mir, alle, die mühselig und beladen seid. Ich nick die ab, ja, ich weiß, aber ich mache es trotzdem nicht. Der Heilige Geist hat gesagt, gib doch mal die Last ab. Nimm das doch mal ernst. Glaub doch daran, dass das funktioniert, wenn ich es doch sage. Ich habe mich gefühlt wie ein Schulkind, das noch nicht so viel begriffen hat. Aber es ist okay, weil ich Freude hatte, dass der Heilige Geist mir etwas aufgezeigt hat. Und so sehen das Wirken und die Wunder des Heiligen Geistes aus. So und so. Und beides tut er. Vater im Himmel, wir sind dankbar, dass du mächtig bist. Jesus Christus, danke, hast du den Lazarus auferweckt. Hast du uns eine Inspiration gegeben. Danke, Jesus, hast du den Vater gebeten, uns den Heiligen Geist zu schicken. Hast du uns gesagt, wartet, bis die Kraft des Himmels euch bekleiden wird. Und hier sind wir, Heiliger Geist. Wir wollen nicht nur warten, sondern wir wollen empfangen. Du kennst jeden von uns. Du weißt genau, was wir brauchen. Du kennst unsere Kämpfe, unsere Höhenflüge. Du kennst alle unsere Wunder, die in der Vergangenheit liegen oder die gerade am Geschehen sind. Und du kennst alle die Wunder, die wir noch erhoffen. Danke für die Geschichte von Kilian. Danke für die Geschichte in meinem Leben. Heiliger Geist, wir wollen mehr. Mehr von dir. Lass uns einen Moment still sein und unsere Bitte diesem Heiligen Geist anzuvertrauen und ihn zu bitten.
Heiliger Geist, du bist noch genauso Realität wie damals. Spektakulär, im Großen und im Kleinen. Und wir sind eine Kirche, die an deine Gegenwart glaubt und dir vertraut. Wir sind ein Movement, das geleitet wird durch dich, Heiliger Geist. Wir sind Kinder von dir, die uns leiten lassen wollen. Du bist willkommen hier. Nicht nur geduldet, auch nicht dauerhaft geduldet, sondern ständig erwünscht. Weil wir wissen, dass dir keine Grenzen gesetzt sind, aber uns schon. Und darum brauchen wir dich, wollen wir dich, suchen wir dich. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass die Predigt dir geholfen hat und du viele Dinge auch für deinen Alltag umsetzen kannst. Wir würden wirklich gerne mehr von dir erfahren. Vielleicht hast du Fragen, was beschäftigt dich? Dann besuch uns doch auf unserer Homepage icf.ch/connect. Dort erfährst du auch, was uns als Community eigentlich ausmacht. Alles, was du hier siehst, hat zu tun. Viele Volunteers, sie haben ihre Talente investiert, ihre Zeit investiert. Auch ganz konkret Finanzen, weil ohne Finanzen ist das alles gar nicht möglich. Ja, und das hier ist unsere Einladung an dich, Teil von diesem Großen zu werden, was Gott tut, auch mit deinen Finanzen, weil es ist so viel Technik, es sind so viele Investments, die wir machen, dass das alles möglich ist. Und mit deinen Finanzen kannst du da einen Unterschied machen. Und noch eine kleine Sache, abonniert den Kanal, macht einen Daumen hoch, schreibt was in den Kommentar rein, weil es wird uns helfen, dass Leute plötzlich von dieser Sendung hören, weil wir wollen ja die beste Botschaft rausbringen an Menschen, die noch nie von diesem Gott gehört haben. Also, bis zum nächsten Mal.